So wie der heute Kind-Tankstelle von der Zukunft ausgesehen. Die Heiden ist zwar schon alt und gouf während einem Forschungsprojekt benutzt, bei dem Starter Busse mat gemacht haben. Mr. Science, du hast aber bestimmt kein Benzin halt getankt. Nee, die haben Wasserstoff getankt. Wei, die Busse funktioniert nur mit Wasser. Nee, Wasserstoff, das ist ein Gas, der brennbar ist, an den füllen ich an diesen Ballon. Okay. Mr. Science, feierst du da nur deinen Geburtstag oder was müsstest du da mit deinem Ballon? Maar ja, an meinem ersten Experiment von Haut weisen ich, dass diese Gas kann verbrennen und dass bei der Verbrennung just Wasser entsteht. Joseph, dann pass halt auf, dann hoffe ich, dass es nicht am Bus rennt, wie das Wasser bei der Verbrennung entsteht, wie du so ist. Keine Sorge, Wasser aus dem Moment, wo es entsteht, noch so warm, dass den höchstens Wasserdampf geseit. Oh oh, der Mr. Science spielt nächstes Mal am Feuer. Joseph, geht es? Alles an der Reihe? Ja, alles unter Kontrolle. Wir haben genau gesehen, was passiert ist. Schauen Sie dir nachher an der Grafik. Am Ballon ist Wasserstoff. Sobald ein Flamme und der Ballon kommt, reagiert der Wasserstoff mit dem Sauerstoff, den an der Luft ist, und geht zu Wasserdampf. An den sehen wir hier im Spiegel. Bei dieser Verbrennung entsteht kein CO2 und auch sonst gar kein Schadstoffe. Und aus dem Grund haben sie diesen Bus mit Wasserstoff vorgelassen. Dieser Bus hat aber auch keinen normalen Verbrennungsmotor wie an einem Auto, mehr eine Brennstoffzelle. Und eine Brennstoffzelle, das ist so etwas Ähnliches wie eine Batterie, die mit Gase funktioniert. Wie das genau geht, weise ich euch anhand von einem kleinen Modell. Dafür hat Mr. Science eine kleine Brennstoffzelle auf einem kleinen Auto, das mit Wasserstoff lebt. Hier ist das Stück, was am wichtigsten ist. Das ist eine Membran, das ist so ein Zuchtfilter. So, hier habe ich zwei Wassertanken und innerhalb dieser Wassertanken sind Gase gefangen. Hier auf der linken Seite habe ich Wasserstoff und auf der rechten Seite habe ich Sauerstoff. Der Wasserstoff geht auf die linke Seite von der Membran gelegt und der Sauerstoff geht auf die rechte Seite von der Membran gelegt. Das Gase wollen mit denen reagieren, aber sie können als Verbindung nicht durch die Membran durch, für sich zu vermischen. Op der Membran geht der Wasserstoff an zwei gesplittet, an Protonen und an Elektronen. Die Protonen sind positiv Delacher und das können durch die Membran wandern, die Elektronen dagegen sind negativ geladen und das muss bausen rundherum durch einen Stromkreis auf die andere Seite von der Membran und produzieren dabei einen elektrischen Strom. Auf der Seite mit dem Sauerstoff kommen Protonen und Elektronen dann zusammen und es entsteht Wasserstoff, den aber direkt mit dem Sauerstoff verbrennt. Übrig bleibt Wasser. Die Elektronen, die bausen und rumfließen, laufen hier am engem Beispiel durch den Motor und so kann mein Auto fahren. Genial, Mr. Science! An der kleinen Auto produziert also just Wasser als Aufgas. Ja, aber das einzige Problem ist den, dass er muss den Wasserstoff produzieren. Und das möchte ihn am besten mit Wasser und ein bisschen elektrisch. Hallo? Was läuft? Müsst du doch schon Sommerpause oder was? Nee, ich tanke ein bisschen Sonne. Genau wie mein Auto auch. Mit dieser Solarzelle kann ich nämlich elektrische Energie machen. Und diese elektrische Energie, die kann Wasser an Wasserstoff an Sauerstoff rumzerlegen. Und so füllt sich mein Tank gratis ab. Ei, so relax leben wir sie noch gut.